So, servus, meine liebe Bayern Power Podcast unverpackt Community. Steht wieder, wir teilen deinen Abonnenten mit, dass du ein Live-Video gestartet hast. Sehr gut. Und was fehlt natürlich? Unser lieber Filter. Und jetzt schauen wir mal, was da... Servus Melli. Der Rida ist auch schon da. Ja, jetzt trudelt uns einer. Franzi, grüß dich. Jetzt schauen wir mal, was du heute für lustige Filter gibt. Oh my God. Also, wir haben ja heute wieder besondere Gäste am Start. Und was wäre ein Rap-Frühshoppen, Late-Night-Frühshoppen, ohne, haben wir schon wieder den sogar so ein Sonnenbrand heute einmal, ohne Rap-Song. Oh mein Gott, das ist psychedelisch, ha? Das glaube ich brauchen wir nicht. Das ist doch geil. Fangen wir gleich mal an. Also, meine Lieben, fangen wir mal an mit dem Watschenbaum. Also irgendwie irritiert euch das? Sagt mal, wenn ich jetzt einen Song mit meinem Schnurrbart singe, so Pornobart ist das schon ein bisschen geil. Aber nicht schlecht. Schau irgendwie aus wie mein Vater. Fast. Oh mein Gott. Meine Lieben, und? Was halt's von meinem Look heute? So. Mit Bart. Ne? Roland, servus. JP, servus. Und? Watschenbaum, performen wir denn so? Was meinst du? Melli, hä? Oh mein Gott, ist das geil. Ich liebe diese Filter. Was sagt Bina? Wenn du nochmal sagst, du kriegst du ein Foto von mir. Aber ihr seid ja Gott sei Dank so weit weg. Da hol ich mir die Fotzen nicht ein, hey. Oh mein Gott, das ist auch nix. That's bad. Also zum Einstieg brauchen wir ein bisschen Mucke. Ja, was ist denn heute los? Das wird immer geiler hier auf dem Live-Kanal von Bayern Power. Das sind ja tolle Filter, was da mittlerweile gibt. Regenbogen. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Ich bin mir da deppert. Jetzt pass mal auf, der Sonnenbrand war ganz gut, oder? Sonnenbrand. Den Schnurrbart machen wir nachher, da streckt man Schauer damit. Psst. So, wo ist denn der Sonnenbrand? Da war da vorne, war der, gell? Da. War der das? Nein. Das. Wo war der Sonnenbrand? Hey, jetzt ist er wieder weg. War er da hinten? Also, wenn ich jetzt keinen finde, dann nimm ich Schnurrbart. Hilft nix. Ja, jetzt erzählt's mal, wie geht's euch so? Schreibt's mal. Gut, schon betrunken, schon im Schlaf, schon im Halbschlaf, gerade von Netflix mich wegbewegt, immer noch auf der Couch. Schreibt's mal, bevor ich meinen Filter da finde. Ja, erst einmal der Sonnenbrandfilter. Also, legen wir los. Schauerias Late Night Rap Frühshoppen wird introduced mit dem Opener. Ihr kennt's ihn. Fotzen, gell, Melli? Oder Bina hat es gesagt. Es war der Feier First class on the bar. Kind zu einem Macker, Kids and Drink in mein Bra. Aha, ja, wunderbar, war ja klar. Mein Outfit ist im Arsch und dann ist bla bla bla. Hey, Oidi, jetzt fühlt dich nicht so auf, weil du den Fetzen später nimmer brauchst. Dringend aus den billigen Tequila, dann zeig ich dir mal Haus, weil ich bin der Lady Killer. Lass der Flinten brennen, das kleine Ding, Ding, dann slapper moi am Bavarian Swing, Swing. An dem Finger Siggi, außerdem ein Ring, Ring, das Bling, Bling. Macht die Bäuerin kurz zum King, King, King. Wenn man ohne Respekt so an Text presst, haut bei mir noch Schneier aus Karten, das wird beim Blackjack. Schleich die Gebäude, sonst wächst der Fett weg. Bringt mir bitte jemand mal den Depp ins Bett jetzt. Bleibst du echt, du kriegst mir rum oder stehst hin
nur dumm. Bum, badum, badum, bum, 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 bum. Es fällt der Tag um die Schenk gibt's nicht drum. Bum, 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 das Feuerwerk geht um. Bum, 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 der Watschenbaum fährt um. Bum, 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 das Feuerwerk geht um. Bum, 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 der Watschenbaum fährt um. Er hat ein kolossales Wurzelwerk, weswegen er Animals verdursten wird. Und dann wassert er die durch mit dem Ast. Mal schauen, ob's tut und nur die Kurven kratzt. Der Waldschenbaum steht draußen im Wald. Er lässt eigentlich alles sich kalt. Er ist aus ganz am harten Holz. Doch wenn er fällt, dann Knopfholz. Dann fällt er mal nicht um und dann mal fällt bald einmal er drum. Und wenn's auf einmal 3 Zähne schluckt, kann's passieren, dass er den 10 einschluckt. Er versteckt sie nieder, wenn er Nebel kennt. Schaut nicht um, aber hinter ihm verschwindet. Seine Fladel bleibt im Weg und Schluss im Abendwind. Der zählt Watschen um kein Jahresring. Bum, 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 bum. Warum er keine Blütenblättel hopp, hopp, hopp. Bum, 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 bum. Weil der Watschenbaum über das ganze Jahr drum. Bum, 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 das Feuerwerk geht um. Bum, 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 der Watschenbaum fährt um. Bum, 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 das Feuerwerk geht um. Bum, 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 der Watschenbaum fährt um. Das Feuerwerk geht um. Bum, 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 der Watschenbaum fährt um. Bum, 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 das Feuerwerk geht um. Bum, 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 der Watschenbaum fährt um. Der Watschenbaum ist fallen und wir haben himmlische Gäste heute geladen. Unter anderem an Aloysius höchstpersönlich, für alle Nicht-Bayern, Alois Hingerl genannt und natürlich noch ein paar himmlische weitere Gäste. Und die holen wir jetzt mal auf. Fangen wir mal an. Herzlich willkommen, Alois. Super, dass du heute da bist bei Bayern Power Podcast. Herzlich willkommen, Alois Hingerl. Hereinspaziert. Der Grandler. Wo bleibt er denn? Hallo, Alois Hingerl, Dienstbaum Nummer 172, grüß Gott. Grüß Gott. Dienstbaum am Hauptbahnhof München, Und? alles Roger. Gut gelandet? Ja, sehr gut, aber na, scheiß Mann und Halleluja, frohlocken, das kotzt mich an. Da wir schon mal beim Kranteln sind. Aber warum muss man den im Himmel auch noch granteln? Weil es keinen Schmeizler gibt, kein gescheites Bier, nur Manna, frohlocken und Halleluja, das kotzt am an. Kannst du noch auf der blöden Wolkennummer ansitzen und runterschauen, wenn es wenigstens eine Schauerwolke wäre. Du, wir sind in unserem Element, Christian, heute. Genau, Beim Granteln, oder? genau. Ja. Du hast ja für den richtigen Bayern gehört. Ja, genau. Also alle Nicht-Bayern, die heute zuschauen, unser Thema ist heute, ne, kein Manner für einen Alois oder eben zu viel Manner, kein gescheites Manner, macht ihn grantig. Und ein Bayer macht das so grantig, wenn er kein Bier kriegt, sogar wenn er im Himmel um ist. Ne? Und da gibt es eine lustige Geschichte, Alois Hingerl, ne, schon mit Jägermeister eingedeckt, dem war es blöd am Himmel um, dann haben sie ihn mit runtergeschickt und dann ne, ist er im Hofbräus versumpft, da hockt er heute noch. Genau, darum hat die bayerische Regierung noch nicht die göttliche Eingabe bekommen. Wahnsinn, wie die jetzt auf eine Woche der Bart gewachsen ist. Hey, Ja. geil. Ja. Ja, ich habe Also, gesagt, ich rasiere mich nicht mehr. Ich habe darum live immer nur noch Catsuits an, weil ich zu faul bin zum Rasieren. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. nein, passt schon. Mich nein. aber jetzt gar nicht sehen. Ihr könnt so aufstehen und in die Arbeit gehen, wie ihr es euch hingelegt habt.
und uns wächst halt über Nacht schnell mal Haar auf die Zähne, Haar im Gesicht, Haar überall. Wir Das haben ist schon krass, ja. mit der Rasur zu kämpfen und ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr. Muss ich ehrlich So ein sagen. Bartwuchs darf man auch wünschen, wie du was. Also der Mai ist ja wegen so Eisenbahnbord, jede Station ein Haar, aber Ja, aber das ist ist mir lieber. ist wieder in, also à la Conchita Wurst mäßig, weil man gedacht, wenn er sie praktisch, sie einen wachsen lassen kann, dann kann ich, ich, das auch, Genau. oder? Ja, das geht ja gerade auf die Hand. Der Obergrantler schreibt aber der Bienenleinchen, ich bin ein Gratler und kein Grantler, sagt so, weil. Zäpfchen aller Schauer. Geil. So, jetzt wollen wir unseren nächsten himmlischen Gast ein. Gibt es halt da noch mehr? Fralle. Echt? Wir haben jetzt bei Engel eingeladen. Die müssen ja verzeihen, wie der Alois Hingel da oben abgegangen ist. Hilft nichts. Ah, ja. So, Engel Nummer 1, willkommen. Erstatte uns Bericht. Wie ist da drum zugegangen? Bist du noch oben oder hat er dich schon vertrieben? Hereinspaziert. So, Engel. Engelnummer. Wie geht das eine Lied? Engelnummer von den. Da gibt es so ein gutes Lied. Hallo Engel. Kennst du das nicht? Nein, Nicht? ich kenne keine Engellieder. Engel Nummer 2 wurde auch on stage gebeten. Ha! Ja, servus. Ja, was tust denn du bei uns herum? Wie kommst denn du da rein? Ja, will vom Himmel kommen. Von Himmel gefallen. Na, Ich fall aus allen Wolken. du schon, ich nicht. Du wirst Grüß ja dich, Melli. rumgeschubst. Servus. Also, Engel Nummer, also ist wurscht, der Engel, endlich ist einer da. Die trauen sich nicht recht. Urlaub bei Fibo direkt buchen bedeutet endlich mal Ruhe haben. Naja, vielleicht nicht immer. Bitte? Was? Was? Was war Was, das? was hast du gesagt? Wir töten da noch parallel da umeinander daddeln. Hallo Engel haben wir gesucht von Stefan Wackershausen. Kennst du das Lied nicht? Das ist ein geiles Lied. Nein, Echt nicht? Ja, du bist eine Rapperin. Du bist nicht so romantisch wie mir im Himmel. ja, ich habe ja nicht immer Rap gemacht. Ich habe Ja, das ist ein gutes Lied. Ja, was ist das von Rammstein? Weißt du schon, irgendwas mit Engel Nein. sein? Das kenn ich auch, ja. Ist jetzt einmal alles Engel passen. jetzt ist er im Hintergrund ein bisschen. Hallo Engel, musst du wirklich schon gehen? So was wie dich kriegt man hier selten zu sehen. Ruf doch einfach da oben mal an. Wer kennt das Lied? Schreibt das einmal in die Kommentare. Also, das finde ich super. Von wem ist das? Von Stefan Wackershausen. Also, Stefan- echt gut. Ist das Österreicher? Nein, das ist eigentlich ein Deutscher. Der hat eigentlich mehrere gute Lieder, glaube ich. Ja, so, die wo halt nur die Eltern ein wenig kommen, so aus den 80er Jahren. Der Hosentil-Schieberlieder. Ja, genau. Sonntag in der Hunsdorf Arena. 3 Nachmittag. 4 ist schon nichts mehr gewusst. Na, Prost in diesem Sinne. Ich habe heute ein Fassel Klares aufgemacht. Das wird der bald nicht mehr abnehmen, dass du eine Rapperin bist. Du, ich habe meine stürmischen Jahre schon hinter mir. Ja, aber Respekt, dass du das so durchziehst. Ja, also ich sage jetzt mal, der Tempel ist mir holy, ne? Mhm. Und der Tempel mag halt, der packt halt nicht mehr alles. Habe ich jetzt Ja, stimmt. festgestellt. Und da mir meine Energie hochheilig ist, ne? Wir sind ja jetzt im Himmel, der Tempel, der Body, ne? Da kann ja die Melli auch Lied davon singen, wie es ist mit Kindern, dass man da einfach wirklich teilweise am Zahnfleisch daherkommt. Ja. Aus Schlafmangel und dann kommt der Scheißerei daher oder irgendwie bakterielle Infekt und dann bist du ja, nichts platt. Ja, haben wir heute schon das Thema gehabt, weil wir alle so bratfertig waren um 23 Uhr schon. Eigentlich um 22 Uhr schon. Wir haben alle gestoffen heute. Ich hab nur Musik gehört und hab entspannt. Ja, ich bin tatsächlich schon eingeschlafen.
Ja, wir haben uns im Wecker gestellt. Ich war heute den ganzen Tag so in den Arsch. Im Arsch? Wie ist denn da so im Arsch? Ja, dunkel und ja, Stinkt, oder? die Darmflora war in Ordnung. Du sagst vom Scheiß, ich finde das lustig, weil ich muss ja meine Kinder jeden Abend Stegreif-Geschichten erzählen. Also praktisch, ich bin halber am Wegduseln und die schlafen nicht und dann sagen wir meine Geschichte. Und dann muss man irgendwie so im Halbschlaf irgendeinen Schmarrn muss ich mal aus dem Ärmel mitziehen. Und dann gab es tatsächlich die Geschichte vom Schorß, der praktisch aus dem Arsch raus musste und nicht wollte und sie dann halt auf den Weg machen musste. War eine ganz interessante Geschichte. Ich weiß nicht, was ausgegangen ist, weil ich bin dann eingeschlafen. Aber Kinder auch irgendwann. Aber also man wird extrem kreativ, dann gezwungenermaßen mit Kindern, gell, Melli? Ja, Du musst eigentlich jede Minute was anderes aus dem Ärmel zaubern. So. mittlerweile schon, ja. Und dem erzählt hat der Melli immer Geschichten. Die redet den ganzen Tag. Ja. Und jetzt, dass sie im Schlaf nicht redet. Meine Lieben, ich habe ja noch den anderen Engel eingeladen, eigentlich den Davy unter den Engeln, Bina, aber der mag nicht aufhören. Der mag halt nicht. Ich glaube, die ist bratfertig heute. Die hat anscheinend irgendwas gehabt. Die Die hat die letzten 2 Tage, aber mir war schon recht, wenn sie mal kurz vorbeischaut. Aber die hat die letzten 2 Tage so viel Stress gehabt in der Arbeit. Weil die hat auch wieder Stickel gebracht in der Arbeit. Mei, ich sag das. Geschichten. Der Hepper. Da war jetzt auch bald in den Himmel raufgekommen. Nein, das gibt. Mit der Drehleiter der Feuerwehr. Warum haben sie einen Einsatz da im Krankenhaus gehabt, oder was? Ja, sie hat einen hervorgerufen. Melli, Ja, ein Großbrand. Großbrand. Seitdem dann. Aber eigentlich ist sie jetzt wieder drin. Normal kannst du sie nochmal Ist wieder einbauen. da, geh weiter. Zeig dir schnell ein T-Shirt da. Ich hab der Klaffi, grüß dich, Klaus. Ja, grüß dich, Klausi. Was sucht der Herr Schauer im Arsch? Ja, da sind ab und zu schon welche, die den Arsch kriechen, aber da ist es aber wirklich problematisch, dass man die wieder rausbringt. Bina schreibt, ich bin halt schon im Darkroom. Das passt wenn du der Teufel bist. Ja, genau, du kannst magst Licht ausgeben, kennen wir von der Leonie auch nur so. Komm einer, Wer kommt sitzt die einer? hier, sitzt die hier da, sind wir mehrere. Wer soll einer kommen? Bino, Ja, die mag halt nicht, glaube ich. Nein, weil die hat Das noch ein Dramata. Weil die gibt es jetzt im Heim gerade noch mehr Baguettes und keine Toasts mehr. Da ist kein Krankenhaus, sie fix, sagt die Lisa. Der Schreinerei Gassenhuber schaut zu und der 63 Munich und natürlich der Klausi Mausi. Servus, lieber Klausi Mausi. Servus von dich. Schön, dass du wieder am Start bist. Was Der sagst Klausi, du, so, Klaus? Heute habe ich mir mal die angepasst. Ich habe mir gedacht, das lassen wir auch mal so einen Schnauze wachsen mit du, weil der schaut ja bei dir so gut aus. Bloß ich habe mir jetzt nicht rasieren traut. Nach oben hin. Also generell. Ich dachte, ich mache halt mal einen Klaus-Look. Oder? genau, mach mal den Klaus-Look. Eigentlich schaut er so aus wie der Ding da, oder ja, wie ist er denn? Der Dittmar, weil der hat auch so einen Auftreten, Schnauzer. So ein Fernglasl. Also, IT nach Hause telefoniert. Bina, die ersten 5 Live haben wir mit dir immer im Bett. ja, die Bina, gell? Ich liege im Bett, sie fix nochmal. Erzähl Ah, mir. die. Wir kommen jetzt am Freitag auf die Nacht um 11 Uhr schon im Bett liegen. Hä? Geht das nicht früher ins Bett und später wieder auf? Ne? Ich weiß nicht, was für ein Haberer das wieder dabei hat. Der Grün, Bümi, Rübe, grüß dich, nachträglich alles Gute zum Geburtstag. Ja, gestern Geburtstag gehabt. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Einer meiner treuesten Fans. Der ist immer voll dabei. Super. Die Bina sagt, sie muss mal arbeiten. Ja, also ganz kurz, meine Lieben, die Zuhörer, Zuschauer, die mir jetzt später noch einladen, die mir gern bei uns umhätten, seien vorgewarnt.
da dieser Beitrag jetzt hier heute wird auf Instagram veröffentlicht und auch auf YouTube. Also, falls ihr besoffen seid, unter Drogen steht, irgendwie in einem Bett von einer oder einem anderen liegt, was der andere, der eine von einem selber nicht mitkriegen darf, so, dann darf es nicht mit live kommen. Aber wenn man Besuch ist, kriegt man es ja oft nicht mit. Aber wir schalten dann schnell wieder um. Aber es wird veröffentlicht, was wir hier. Sonst mal nachträglich wieder verpixeln. Ja, ist ja scheiße. Ne? Macht nichts. Macht nichts. Darum sagen wir es jetzt aber im Vorhinein dazu. Ja. Und jeder, der worauf kommt, der weiß dann Bescheid. Genau. Da man das auch im Himmel um auf Wolke 7 sieht. Genau, also zu den himmlischen Fragen. Ne? Also, also du sagst, Alois, die ist langweilig da also du bist der Ja. einzige Mel. Die Melli schaut aus, als kann super gut Halleluja singen, am ganzen Tag, wie eine Elfe schaut aus. Was war denn der Eindruck von diesem Obergrandler? Darf ihr im Himmel noch Grandler, bayerische aufnehmen oder sagt ihr generell keinen Bock mehr? Hätten? Wir nehmen nur bayerische So einer Grafler. wie der ist da nimmer. Nimmer. Nein, also sowas nicht. Die werden nur in die depperten Hundgruppen aufgenommen. Genau. Was für Gruppen? Und in die depperten Hund. In der depperten Hundgruppe. Mhm. Der Schauerwolke sitzen. Genau. Genau. Aber so nehmen wir eigentlich nur Bayern auf, im bayerischen Himmel weiß und blau, weil da sind ein paar Wolken, weil ich glaube, die Norddeutschen haben da gar, die haben so eine durchgehende Wolke, gerade die können gar nicht Oberschau. Interessant. Und in Bayern, wir haben auch die Cumuluswolken und da sieht man halt dazwischen auch Aber eine Menge runter und das geht woanders gar nicht, ja. Oder zum Beispiel in die südlichen Länder, die haben Borkenhimmel nicht. Weil die haben da keine Wolken, das ist immer ein strahlend blauer Himmel und so geht das gar nicht, also an den Himmel gehen und auf einer Wolke sitzen. haben wir auch keine Gradler in Italien. Nein, nur Sandler Und Blöde Kur. Pizzabäcke. Ja, ich dachte mir ein bisschen einen südlichen Flair mit nein, Schwarz. passt da ganz gut. Ja, die Italiener ein bisschen. Ne? Du kommst ja jetzt eher hübsch in den Himmel am 19. und 20. Juli nach Passau. Ja, ganz genau, meine Lieben. Karten sind reserviert. Servus, der Roland ist da auch noch. Grüß dich. Grüß dich, Roland. Alter, der kann sehr. Was sagt Stammkunde von Hendress. Ich war jetzt schon lange nicht mehr beim Endres. wer ist denn Endres? Also jetzt nicht Was? Getränkemarkt. Aber die Zeit jetzt herausgefunden hat, dass die einen Lieferservice auch haben, jetzt musst du nicht mehr aber selber hinfahren. Darum warst du schon länger nicht mehr. Der Roland, der Fisch und Scale ist Franke. Da haben wir wieder einen Franke. Der Mann Klaus ist Franke da, oder? Nein, ist der Klaus ist Franke, oder? Klaus ist Franke. Und der Roland ist auch Franke. Das ist eine Geilheit. Ich habe immer noch ein Vorrat daheim. Aber sind die Franken auch Grandler? Schon, oder? Franken Bestimmt auch. Nur, dass man es nicht versteht, wenn es Grand sagen. Ja, gut. Schau dir doch einmal den Söder an, der wo die göttliche Eingabe noch nicht erreicht hat. Prost in diesem Sinne. Prost da. 56 himmlische Kreuzer steht oben. Jägermeister. Keine Werbung. Nein. Ja, also ich freue mich auf Passau. Muss ich sagen. Halleluja. Halleluja, absolut. Nach Passau geht's nächste Woche. Das Zelt steht schon. Übernächste Woche. Das Zelt steht schon, ja. Geht schon los. Ey, Wird's gescheit einer pissen? Wird der Schauer da mit Oberringen wahrscheinlich? Ist einer ruhig? ja, da wenn es mit Hochwasser, wenn Okay. es regnen aufhört, haben wir im Passau aber relativ schnell Hochwasser. Nicht, dass wir da mit der Schwimmente noch rüber müssen und so, mit Schwimmflügel. Ist wurscht. Dann nehmen wir. Das Boot. Die haben ja eh so riesen Einhorn und so Aufblaszeigel dabei. Die haben eh so Schwimmkugeln. Ja, genau, geil. Ja. Und vielleicht habe ich noch Kontakte zur Feuerwehr, da wir mit dem Feuerwehrboot rüberkommen. Ja. Du, die Bina sagt, du bist sowieso ein Gradler, weil du als Egoist allein einen Jägermeister saufst. Aber Bina, den kann er allein saufen, weil der schmeckt leider nicht.
Das Mir ist hat auch einmal 10 Jahre nicht geschmeckt. Das war mir aufgesetzt. Das hat die aufgesetzt. Aber eine Sache, aber Penninger Blutwurz ist besser. wer hat das geschrieben? Das Geburtstagskind. Geburtstagskind, ja, der war. Benninger Blutwurz war 3 Kilometer von mir weg, jetzt sind es 15 Kilometer weg, Oh, gleich so voll. weil Hausenberg wollte es ja nicht mehr, die wollten irgendwie neu bauen und da hat es mit Gründe, dann ist es ein wenig gehappert und Preise so, jetzt ist er im Nachbarland gereist, jetzt können sie bremsen damit, Blutwurz weil es ist schon, in diesem Tongefäß, oder? genau, ja, Benninger gibt so alles, da gibt es so Essig und sämtlich Bärwurz, also sämtliche Schnäpse. Mir hat das Blutwurz Probierstübel, das gibt es nur bei uns. Das Benninger Probierstübel, das ist nur bei uns in Jardorf. Das ist 2-3 Kilometer von uns weg. Ich brich gerade auf mit der Biene, die sagt, die Schwimmflügel, die tragen den nicht mehr, aber geh, mein Depp, Fett schwimmt eh oben. Ist die geschert? Ja, Wahnsinn, die Teil ganz schön aus, du. Der werde ich die Freundschaft bald kündigen. Glaubst du selber nie? Nein. Was glaubst du, dass umschwimmt? Das hat Freundschaft kündigt zu der Bina. Nein, das wird nicht so schnell passieren. Ja, da hat da was abgehen. Und ihrer zumindest 28 Zentimeter. Ja, aber seid ja alle aus dem gleichen Eck jetzt praktisch, oder? Ihr seid Nachbarn. Fast. Wir? Ja, ihr drei? Nein, überhaupt nicht. Der Engel und der Aloysius. Ich bin in der Mitte von denen. Genau, ich habe zu der Melli habe ich ungefähr 95 Kilometer und zu der Bino so 120, 130 Kilometer. Und zu der Lisa. Kilometer. Nein, aber nächsten Samstag sind wir schon wieder alle beieinander. Oh ja. Verraten wir aber jetzt noch nicht, wobei sonst kommen wieder Fans dazu. Geil, ja, ich habe ja schon einen geheimen Secret Anruf gekriegt, meine Lieben. Ich habe ja bloß jetzt 11 Zuschauer. Ich hätte eventuell noch eine Karte übrig. Oder meine Liste noch frei? Die ist noch frei, ja. Was ist denn? Die werde frei bleiben. Echt? BP Bayernpark. War gar nicht so weit von dir weg. Nein. Dann noch Eberhofer Kreisel am Anschluss. Und dann fahren wir noch zu einer sehr bekannten TikTokerin nach Deckendorf. Das ist auf der Bayernpark. Das ist aber nicht der Europa. Der Bayernpark ist ja der Bei mir in der Reisspruch. mit dem Waldwipfelweg. Nein, Nein, mit dem Freischütz. Der Achterbahn. ist ungefähr von dir 80 Kilometer, von dir weg sind. Ich glaube, da haben wir es tatsächlich noch nicht reingeschafft. Also wir waren in dem, weißt du, Baumwipfelweg und alles, das war geil. Aber im Bayernpark noch nicht. Verrückt. Bayernpark, da sind sämtliche Fahrgeschäfte. Ich schreibe dir das dann einmal privat. Und dann, wenn du nächsten Samstag noch nichts so hast, dann Ja, ich hätte ja da noch im Gepäck, gell? ja, wir haben auch ein Kind dabei, Pino. Was sagt wieder? Lisa Nasssau bleibt in der Schweinebahn stecken. Da gibt's Das es ja sind auch wieder so Insider-Witze, aber warte noch. Da musst du leider mitfahren. Wo ist denn die Schweinebahn? Die legen wir nächstes Jahr nächsten Samstag über das Knie und dann gibt es ein paar. Und die Lisa, die wo gerade da schreibt, die ist auch immer mit dabei jetzt. Das ist die 4. Depperte im Bunde. Ja. Und da gibt es eine Schweinebahn, also so eine kleine Tuk-Tuk-Bahn auf so Gleisen, oder? Ja, genau. Und so eine Zwergalbahn. Und dann gibt es halt natürlich auch nur den Freefall Tower mit 109 Meter, was dann runterfällt. Ich bin schon mal gefahren mit 90 Meter. Der war schon, aber der ist nur mal besser dann. Heute habe ich der schöne Grüße nach Burghausen. Wir müssen da nicht abwechseln wegen der Kleinen, weil die kann nicht mitfahren. So, jetzt hören wir noch. Jetzt schauen wir, ob wir noch einen Gast auftreiben. Ein spontaneous Guest.
Der Roland, der Tegernseher. Roland, servus. Monsef. Mei, der Ding ist auch da, der Freddy, grüß dich, hab ich dir. Ich hab schon so ewig nicht mehr gesehen. Herr Bongrat. Günni, der druckt eher die Eselbahn zusammen. Wahrscheinlich wird sie bei 95% der Fahrgeschäfte heißen, Herr Schauer, wir bekommen den Bügel nicht zu. Na, aber ich war letztes Jahr auch droben und da hat auch alles geklappt. Herr Grüni. Ein Christ darf es nicht auf die Eisenbahn lassen, der verfahrt sich. Genau. Ja, das ist eine coole Sache. Nein, auf alle Fälle wirklich super. Wir wollten so gar nicht preisgeben, wo wir genau hinfahren oder wann wir dort sind, aber 4 Scheiben ist dann privat. Orgarten hätten wir noch. Salvadoria, servus. Genau, das ist auch, mit dem habe ich gelernt, waren wir früher in der Kindheit aber beieinander. Und dann habe ich ab und zu schon polarisch schreiben wir uns einmal oder was, aber freut mich, dass ich jetzt da erinnerst, da gerade gesehen habe. Aus der Kindheit, ja super, dann fragen wir doch gleich mal bei Insider News. Aber das ist gescheit, es erfährt keiner von uns, was wir früher alles drin haben. Guter Schlagzeuger. So, Hallo, Herr Mosche. Servus. Servus, wer ist das jetzt? Ja, habe ich dir. ja, Grüß du, dich. ein Licht brauchst du schon. Bist du ein Tag rum? Ja, ich habe jetzt nicht erwartet, dass mich da jetzt dazu tut, weißt. Muss ich erst ein Licht machen. Ich flag schon im Bett. Aber Weizsaal dabei und hier Schau, Brust. Auch heute, ich muss eine Kamera umdrehen, warte. Kamera drauf. Ja, grüß dich, servus, Solder. Prostel. Prost. Prost, Denk. Grüß dich, ich bin der Freddy. Servus. Servus, Ich Freddy. wollte dich auch wieder mal sehen nach Jahren. Ja, geil. Ja. Beim Und Frühstück. auch gerade da, weißt ich hab das im Facebook gelesen, da bei dir, dass es da halt ab 11 irgendwie online hat, weil man denkt, da hörst du mal zu und dabei. So richtig gemütlich. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, mal jeden Freitag haben wir eigentlich Zeit. Ja, geil. Naja. Wie geht's da so? Ah ja, passt schon. Danke. Und selber? Ja, gut, passt. Aber ich noch Blödsinn in den Kopf. Ja, Hast du das Weizen jetzt dann extra für uns aufgemacht oder steht das am Nachttischkastel? Nein, es ist schon fast gar schon, ja. Das steht am Nachttischkastel da, ihr rentet, aber das Schlickerl wollte man für einkaufen. Hey, tust du noch ein Schlagzeug spielen und so? Das war Nein, richtig. geht nicht. Geht nicht mit wegen dem Fuß und so ein Ding. Ah, das ja, magst du ihn sehen? Ja, Wo ist aber ja, Freddy hier rauf. Ja, darum geht's nicht mehr. Hilft Ja, nix. aber das Aber war dafür Ukulele und den ganzen Scheißdreck, weißt du, das schon. nur das Härteste. Das war aber geil. Von denen haben wir dann haben wir extra Kutten gemacht mit Aufnäher, so richtig Heavy Metal und so und Gekrampt, du, ohne Scheiß. Abitur ist Echt, das weiß ich. und die ganzen Schmarri, ja, das war so geil. Die haben eigentlich Das weiß ich gar nicht. gekauft, wenn die Cover, weil die so cool waren. So, wie stell ich denn jetzt das Handy da hin, dass es mich nicht sieht? Schnell eine Zigarette albau. Hey, tu den Porno hinter raus. Was tue ich? Den Den Porno Porno? da hinter raus. Weil vielleicht haben wir Jugendliche, die Zeit. Was? Ach so, der Fernseher läuft dahinter, gell? Ach so. Nein, der schon, ja, man denkt, du schaust da pornografische Sachen an. Ja, sowieso. Ich hab gerade auf Pause geschaltet. Mhm. Ja, jetzt Freddy, verzeih mir bei Insider News von unserem Alois Hingerl da. Was? Wir haben- Ja, was? Ja. Ich habe mit ihm verbracht. Ne? So. Wir haben eigentlich damals in der Lehrzeit und so alles angestellt, was Gott verboten hat, ein wenig. Mehr, Und- sogar noch mehr. Aus ist. Und dafür Aus sind wir ist- jetzt himmlische Gestalten. Bettschachtel, eine Ja. Gießharz und sowas. Ich glaube, wir haben uns 10 Jahre schon nicht mehr gesehen, der Schauer und ich. Weiß, das letzte Mal in Derndorf entert. Wer hat da gespielt? Der Status Quo, oder wer war da? Ein Ding, In das Derndorf war entert live. Queen war das. Queen hat bei uns am
gespielt. Spider-Murphy Gang, glaube ich, hab gespielt. Spider-Murphy Gang was, genau! Jetzt hier, Status Quo, Spider-Murphy Gang was, genau. Da Ole. habe ich gar nicht, da hab ich nichts mitgekriegt, weil ich mit der Feuerwehr die Straße sperren müssen hab. Ja, Ich bin noch am Sonntag. ich hab auch nichts mitgekriegt. Mein Papa hat mit seiner Lebensgefährtin drinnen, haben sie um und um tanzt, weißt du schon. Und ich bin mit meinem Kumpel herausgesessen, haben auch eine Nacht da getrunken. Hab auch nichts Und die mitgekriegt. Jägermeister-Mescher sind umeinander gelaufen. Da haben wir heute noch die Holzdinger, die wo blinken und so. Ja. Ich schreie nicht, Robina. Oh mei. Ja, Freddy, jetzt müssen wir dann wieder mal mehr in Kontakt bleiben. Am 31. hast du Geburtstag gehabt, gell? Wie meine Schwester. Ja. Echt, meine Schwester? Mhm. Kann man irgendwie aber merken, ja. Oh mei, hilft doch nichts. Na, Aber ist das so Du hast den wurscht. Haxen verloren, Freddy. Hä? Wie hast du den Haxen verloren? Das war ein Venenverschluss. Aha. War mir was zu und dann nicht mehr durchblutet worden, weißt du, und das war's dann. ja, krass, gell, unser Netter. Aber man muss nicht immer wie das Kind, weil man mein Gott. 15 ist. Du, in der heutigen Zeit, ich sag das ganz ehrlich, mit der Prothesen, wo ich hab und alles, du schläufst rein, weißt, und dann gehst du mal dumm, wie wenn's nichts war. Ja, aber kurz bei der Ja. spielen. Die ist Da ja kann man, in der heutigen Zeit kann man schon froh sein, dass wir das einfach haben, weißt, irgendwie. Und darum scheißt's mir nicht recht viel. Ja, Ja. aber nicht Schlagzeug spielen. Mit der Prothesen kannst du nicht Schlagzeug spielen. Alter, also jetzt hab ich meinen Licht da, warte mal. Ich hab's einmal probiert, aber es haut nicht mehr so hin wie früher. Du hast einfach das Gefühl nicht da, weißt, rechts mit der Bassdrum, da, das Okay. ist nicht mehr so, wie es. Und darum hab ich jetzt umgetan, weißt du, ja, früher E-Gitarre gespielt und Bass und den ganzen Scheiß und Ja, ich sag mit einmal, Schlagzeug das sind andere. sowieso. Und jetzt habe ich Ukulele angefangen, weißt du, das macht Spaß, das ist so Ja, geil. glaube ich. EAV nachspielen, die sehr nachspielen und ganzen Scheißdreck da, weißt du, die österreichischen, deutschen Bands, weißt du schon, alles, die das alles nachsingen, EAV, das macht tot Spaß. Ja, aber da hast du Scheiß dein auf Heavy Metal, weißt du, aber das... Da hast aber du deinen Geschmack komplett drauf. Früher war noch. Du, Freddy, lieber ein Ja. Hax als ein Arm. Ja, das stimmt, absolut, da hast du recht. Sakrament nochmal, also ein Armwindwicker war, das war schon scheiße. Da, Zu uns hat der Lehrer einmal gesagt, der Appel in der Schule sagt, ist egal was, Hauptsache, ich kann nur pfeifen. Da hat seine Liederpfeifer gehabt. Der Klaus sagt, alles Gute für den Freddy. Wir haben das letzte Mal einen Klaus schon interviewt. Wir haben ja letztes Mal das Thema im Tod von der Schippe springen und diesmal haben wir die Grantler. Und ich meine, wenn man jetzt deine Geschichte zu mir kriegt mit dem Fuß, dann, ich meine, du kanntest ja Granteln. Du hättest ja allen Grund zum Granteln, ne? Weil es halt nicht so, weil halt nicht mehr alles vollständig ist. Aber die Grundgrantler, warum die granteln, das frage ich mich immer, weil denen geht's ja gut, ne? Die geht's ja meistens zu, die wo granteln. Ich verstehe dich ein bisschen schlecht. Meinst du jetzt granteln oder gratteln? Weil du nämlich beides, weißt Die Grantler, meine ich. du? Granteln, ja, das sowieso, naja. Mein Dicker Art aber von Humor, die versteht fast niemand, weißt du, weil die ist so bitterböse oft. Da kann bloß ich drüber lachen. Das ist die so, weil wenn rutscht der Scheiß aus und dann, na gut, dann sitzt der Ja, da da kann man- und grinst ein Da bisschen. kennen wir auch eine. Da kennen wir auch eine, die was so bitterböse ist. Okay. Aber Ja, ist danke, ehrlich. danke, dass du jetzt für sie eingesprungen bist. Ja, ich bewundere das aber, weil so viele Leute, die wegen alles wirklich schimpfen und werkern und ist gerade eine Kleinigkeit und dann anderen die Feind wirklich was, die sind mit ihrem Leben zufrieden. Weißt du schon, die wo das so positiv verpacken und das finde ich so super. Mhm. Ich weiß noch, wie es bei uns, wie 2010
2013 das große Hochwasser bei uns war und waren wir mit der Feuerwehr in Obernsee und dann Erlau und so. Weißt, die haben von heute auf morgen, die haben nicht einmal mehr ein Teller, ein Probe oder irgendwas gehabt. Bei denen war alles das Hochwasser mitgenommen. Und dann fährst 10 Kilometer heim, dann schimpfen sie, weil ein Schneck in so Lodag abbeißt. Weißt du schon, das sind so Sachen. Ja, schau, ob du das glaubst oder nicht. Uns hat's vor, wie lange ist es jetzt her? 2 Wochen ungefähr. Da wo ich jetzt wohne herum, weißt, in der Nähe von Bad Griesbach, wir haben auch da den Hagelschaden. Da so kagelt herum, Christian, sowas habe ich noch nicht erlebt, das war brutal. Leck mich am Arsch. Habe ich Videos gesehen, weil meine Schwester, ihre Arbeitskollegin, die unfassbar. Gleich um, die Aber da dann, weitergeschickt aber worden. dann geh ich weißt du schon, und haben mir gedacht, hey, sau heiß war's den ganzen Tag. Hey, geil, Schlafzimmer, mach ich das Fenster noch ein bisschen auf, jetzt fängt's regnen ein bisschen an, dann kühlt's ein bisschen ab da herin, weißt und so. Und auf einmal kämen die wirklich Golfball groß, so groß waren die Scheißdinger, brutal. Und dann bin ich nur mehr gerannt im Haus und uns hat's das ganze Haus zusammengehauen, weißt die ganze Fassaden vorn, das ganze Dachel alles, dann hat's oben reingeringt und in Hagel einer und dann hat's durchgeringt, weißt ich wohne im 1. Stock, pst, alles bei mir ungefähr so hoch, hab ich Wasser gehabt und dann oben zu meinem Dad, weil die wohnen im Erdgeschoss drunten. Na, das war brutal, leck mich am Arsch. Und so hat's die ganze Bude zusammengehauen, oder? Und weißt du, was er da sagt, Christian? Was so geil war? Weißt du, wer am nächsten Tag in der Früh da gestanden ist? Unaufgefordert. Unaufgefordert. Der Scherbaumholger, der Christian und ein Haufen Kumpels, weißt du, also zu viert waren wir dann, weißt du, unaufgefordert, das war so geil. Ohne Ja. dass du was sagst, Ja, bei stehen in der Früh Situationen um 7 in der Früh, um 7 in der Früh haben vor mir meine Freunde da gestanden, weißt du? Ja. Weil ich habe bloß 5 Kumpels, habe ich, glaube ich, weiß ich nicht, 50 oder was, weißt du, aber die sind halt Kumpels. Aber Freund habe ich ja bloß 4, 5, sowas, die sind Freunde. Seit 30 Jahren. Und die haben am nächsten Tag da gestanden, weißt du, ich hätte Lernkind. Ohne Scheiß, ich bin da gestanden und haben mir gedacht, was dort ist da, sagen wir, jetzt richten wir das Dachel, weil morgen sollte nämlich wieder was kommen, weißt du, und ich bin da gestanden, wirklich den Tränen nahe, alle. Meine Freunde waren dann da, weißt du, das ist unfassbar, ich hätte Lernkind. Ja, ich Das glaube, war schon Wurzel. Das sind halt Freunde, weißt du, das sind Freunde. Genau. Ich habe das mitgekriegt, weil eine Arbeitskollegin von meiner Schwester, die ist von der Arbeit heimgefahren und dann hat die das gefilmt, wie sie im Auto drin gesessen ist. Welche an der Auto vorne die Frontscheiben war total zaut und so. Das ist echt krass. Ja, die Lebensgefährtin von meinem Dad, die hat auch das Auto aus der Steck gehabt. Da haben da auch Haufen Ballen und was Gott was drin. Ja, brutal, was da runtergekommen ist. Das kannst du dir nicht vorstellen. So was habe ich mein Lebertag noch nicht erlebt. Weißt du, weil man denkt, ja gut, ja, kommt ein wenig Stimmchen, weißt du, wird es ein wenig kühler da im Schlafzimmer, erinnert so ungefähr, lässt das Fenster auf und auf einmal kommt die Scheiße da daher. Ja, leck mich am Arsch. Das haben Da wir wenn ich 2006 rausgegangen, dann hättest du geschlagen. Ohne, wirklich. Wir So sind was soll mein über den bayerischen Winterfahrt dort. Aber eigentlich kommt der Lift all jetzt, da kannst du dann schlafen und auf einmal hat es Busch da, hat das Dachel ausgegeben, hat es wieder einen Rumpf da, wie es draufgefallen ist und dann überall das Wasser, bis ich selber gesucht habe um Eimer und sichere Sachen, war alles schon wieder vorbei und dann gehst du raus auf die Straße, mitten in der Nacht. Kein Dachel mehr rum, Auto hin, alles hin, Wahnsinn. Wow. Aber ich weiß das noch vor 2 oder 3 Jahren, wie da der, was war denn das? So ein Tornado oder was das war? Der war in Staffelberg und da ist sie Genau, ja, zusammengehauen. bei uns, genau, von den Leck mich am Hobbyclub, Arsch. ja. Das war die Zeit, da habe ich noch in Hackelberg gewohnt. Und da war weißt du, halt die Wohnung so Haushalt. Und dann, da ist ein Baum gestanden und so weiter. Und dann auf einmal sauste es drum vorbei. Da haben wir gedacht, weil ich los aber auf. Ich liebe Regen, weißt du, oder Gewitter und so ein Scheiß. Da schaue ich gern zu. Und dann, Balkontür so offen. Leck mich am Arsch und auf einmal wird das aber schlimm und wieder was schauen. Ich denke, ich glaube, jetzt musst du ein bisschen zumachen. Und dann mache ich zu und dann habe ich nur mehr gehört, hat's gemacht. Und dann ist der Baum, hat's den Baum umgerissen. Und der ist genau zwischen die 2 Häuser eingefallen. Also da haben wir voll Glück gehabt, weißt voll.
Da habe ich mir auch gedacht, ja, leck mich am Arsch, also gegen die Natur hast du keine Chance, wenn die einmal grantig wird. Ja. Da aus ist, da, Heute der Watschenbaum. Wenn der Weitschenbaum fällt, ja, du hast da nicht einmal mehr vom Dorf ausgesehen. Du warst einen Monat lang ohne Internet wissen, was ein Dörfer bei uns gegangen ist, oder da ist einfach nichts mehr gegangen. Da haben sie mit dem Schneeflug haben sie nur eine Straße verhängt, dass die Rettungskräfte durchgekommen sind und sonst was ist. Ein Wahnsinn, ja. ja, wir haben 3 Tage Ausnahmezustand gehabt. Nur die Feuerwehr, um 3 in der Früh auf einmal erst der Feuerwehr wieder, weißt du? Wie sie gefahren haben. Also, das war schon Sachsen. Aber naja, mei, so ist es halt und scheiß der Hund drauf. Genau. Überlebt, haben wir alles und passt und mein Gott, so ist es halt. Mhm. Mei. Da ist der Hund drauf, das ist ein guter Spruch. Also ich muss jetzt mittlerweile, verliere ich Tränen, weil ich innerlich so viel lachen muss. Der Rabiner muss ja so lachen. Ich weiß nicht, Ja, das wird dann schauen, dass es nur einer kommt, weil das Weiberlein spielen so stark, dass es aus ist. Du weißt das aber nicht, meinst du es jetzt ernst, meinst du es jetzt lustig, das ist so krass, darum mag ich es auch so stark. Gell? Sie tut da wieder ein wenig mitsinnieren, Melli. Freilich. Du, mich druckt Die Schiff jetzt gerade Sau. So eng mit nehmen aufs Klo, ha? Und dann bisselt die und dann filmen wir mal da oben. Dann hast du was zum Lachen, Mädel. Ja, Melli geht her mit das Klo, die mag auch nicht rauf. Melli. Also, was? Ja, warte, da, Prostelschauer. Melli und ich trinken aber das gleiche hübsch. Bina meint, Fredel, Freddy, auf der Achse ist noch Pfand auch noch drauf, weil es ja Plastik ist. Ja, ich weiß schon, aber es geht nicht anders zur Zeit, weil ich hab keinen Führerschein zur Zeit und ich kann Tragel nicht mehr fahren, weißt du? Ja, mit dem Roller Tragel fahren ist ein Krampf und Nein. dann kaufen wir weil das Plastik zeigt oder von Norma und von Lidl. Das Ja, andere ist ein klar, Druck, aber das ist ein gutes Bier, ohne Scheiß. Norma und Lidl, wenn denkt mal sicher, es kauft, das ist ein wirklich gutes Bier. Bärenbach, Aber Rest, Aldi und die ganze Scheiße Kasper, ich habe das schon schmeckt nicht. alles erklärt, dass das Ding besser ist wie Lidl, wie jetzt Netto oder so. Wobei, wenn es kalt ist, schmeckt. Mir ist Ja, das genau. wurscht. Haben wir nicht wirklich. Ich schon. Du Das ist das schaust, beste Bier für dich, ha? ich Christian. bin eigentlich gar nicht so der Biertrinker. Für mich ist Freibier ist so Wirklich? gut und jedes Bier, das wo kalt ist, ist gut. Ich habe noch nie ein Kreisels gehabt. Außer was Ja, für aus mich ist- Kölnbräu. Für mich ist Löwenbrauerei Passau, das ist das beste Bier. Haben wir Passt eigentlich schon. auch noch bei daheim. So. Naja, mei. Bino, die hat auch, das sehe ich Schadenfreude. Gut, die macht das nichts aus, die arbeitet mit solchen Leuten zusammen in der Klinik, wie aber so. Es ist keine Klinik. Ich freue mich schon nächste Woche so stark auf das Weiberlein, weil da wird wieder zum Locher, zum Blären. Aber ich hau ja in den Arsch, das mal auch so stark, dass da raus ist. Ja, eben habe ich heute schon gesagt, dass es nächste Woche eine ganz große Überraschung gibt. Mehr ist aber nicht in Herrn Fuchs, Mann. Nein. Der Klaus sagt, Freibier ist immer toll. Und Oh. Sarah Ja, sagt, ja, das stimmt. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, was stimmt. Freibier wahrscheinlich, dass es gar kein reichliches Bier nicht gibt. Wir haben ja nicht oben am Grenzen, wir Bayern sind eh nicht alles drin. Weil ganz Deutschland so wie wir Bayern, da gab es eh keine Probleme, weil der Bayer, der Niederbayer, der ist ein blöd, der ist pflichtbewusst, der geht in seine Arbeit, der hat keine Zeit zum Streiken, weil wann sollte man denn streiken, wir müssen mal in die Arbeit gehen. Weil da ist der Niederbayer oder generell oder der Weitler blöd, wenn jeder nutzt das bei den Preisen aus. Ja, wir stehen jetzt und stehen noch 14 Tage, 6 Wochen Kur zu und so. Wir Bayern, wir gehen mal erst, wenn wirklich nichts mehr geht. Ja, stimmt. Wenn du das selber ins Grundgericht hast, dann geht der Bayer erst. Auf Ja, der Bino, musst du das sind die die Arbeit Zeitschriften, was passen, früher dann haben wir Geld können. Was Da hast sagst du früher, weil Bino geschrieben hat, das für Hobbybastler. Da hast du früher die Zeitschriften mit den Dinos gegeben. So was wird das auch sein. du, was kennen oder wie?
Jede Woche, wo du was zusammenbasteln kannst dann. Das ist Yps, die Yps-Zeitung. Der Klaus sagt, Bayern arbeiten auch. CO2. Ja, ein paar gibt schon, die wo auch was arbeiten. Oh. Wir leben für die Arbeit. So sind wir Deppen da herunten, damit wir den ganzen anderen Pult mitzahlen können. Ich lebe für Kaffee trinken. Freddy hat früher länger nicht gehabt wie du, Rio. Echt? Mhm. Warst du Indianer oder was? Ja, du. Für mich war das jetzt das Corona-Zeigler da, weißt du schon, da ich aber früher einen schönen Kurzhaarschnitt und alles gehabt. Aber ich wollte immer schon lange Haare, aber ich hab nie einen Grund gehabt, weißt du. Und jetzt ist das Corona-Zeigler dahergekommen und dann, fahren wir zum Friseur. So sag ich, nein, ich lasse es jetzt wieder wachsen. Und jetzt lasse ich es wachsen. Nein, der hat Scheiß aber der wirklich Hund. früher eine Mähne gehabt, wie eine Frau hat keine so eine Mähne gehabt. Mir passen lange Haare und ich mag einfach wieder meine haben und ich mache mir gerne einen Zopf hinter und ich mag das einfach. Und darum lasse ich es jetzt einfach wieder wachsen. Scheiß der Hund drauf. Ist doch mir wurscht. Ist aber noch der gleiche Typ wie früher, Freddy. Nein, schlimmer. Aggressioner Tipp. Ja. Aber so passt es. Mhm. Habt ihr das früher nicht die Heavy Metal Dinge angeschaut, die Cover, was auf die Platten um waren? Das werden viele nicht mehr wissen, da erinnert sich was vielleicht Platten sind oder Kassetten. Ist Die Bescheid. Cover, die waren so absolut geil gezeichnet. Ach, da war ich totaler Fan davon. MC Mauldash. Ich sag das, die böhmischen Traum hat uns wahrscheinlich. Ich fahr da auf. Okay. Ja, Schwäble und Franke. Maldasch ist da. Bina, dein Part. Ich hätte gern einen Steherstumpf. Der Schwab ist sehr geil. Du kannst den Freddy wieder praktisch in die Audienz schicken, damit wir mal einen Schwab einholen, ob der so grattelt. Hey, Was Freddy, heißt denn danke das? für In die Audienz schicken? ins Bett. Halt so. So. Hey, Guck Freddy. gleich halt ins Bett. Boah, Hey, wenn's Freddy, war's. schau uns noch weiter zu. Hey, aber, hey, mit zwei bleiben wir jetzt wieder mehr in Kontakt, gell? Nein, der schreibt den an euch. Sag nicht, dann bleibt der Fredel um. Der Scheich Spinner schon wieder an, wenn es nur schreibt. Was Wie schreibt viele Leute kann man da hinzufügen, so mit deinem Video zeigt da? Normal Ich mach das fünf, heute das erste Mal, weißt du, dass ich da. Normalerweise 5, aber bei 4 ist bei mir aber gar und mehr geht eigentlich immer nicht. Bina, Aha. ja, kommt eh nicht. bin ich nicht. Ja, Leute, Dann wenn es einen Platz braucht, sie kann mich auch wieder schleichen, gell? Ist überhaupt kein Problem. Nein, wir holen Dann aber geh ich Gäste mit einfach dazu um. und dann holen wir wieder neu dazu, der ist dann nichts länger reden. Das ist einfach so. Und wenn du jetzt einmal gehst, wenn du jetzt nicht bei einer mag, wir zwei bleiben in Kontakt, Alter, gell, jetzt. Du, ich drehe jetzt meine Kamera um, nehme ihn mit aufs Scheißhaus und geh bisseln und dann irgendwann haut's mir aus. Dann passt es. Geh mal ja. Okay. Hey, Ja danke gut, dir, dann. Alter. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, mir dir auch. Hey, und? Das müsst ihr weh jetzt da. Ich weiß nicht, wo ich hindrucken muss, weil ich da weg bin. Vielen Dank. Vierte, danke. Bina. Ja, Freddy. Genau der gleiche auch wie früher. Er kommt erst, wenn er mit dir duschen war, Christian. Wer gibt da? Der MC Mauldasch kommt erst auf, wenn er mit dir duschen war. Ja, weil der möchte mit mir seit dem gestrigen Video immer duschen gehen. Ich habe gesagt, der kann alles da aussehen, der von dem bämischen Traum nicht verschandeln mit seinem Schwäbisch und sagt, das ist schon so spät. Zu spät. Ich verstehe es nicht. So ein scheiß Lied. Mein Und Holz. dann, Moin. da bin ich zutiefst gekränkt und fertig, weil sowas kann nicht sein, da man so ein scheiß Lied hat und dann kommt der Schwab daher und verhungernagelt ist er so. Fertig bin ich. Das kann man nicht irgendwann vorher mal aus der Wolken. Geht nicht.
Bina Vor den sagt, Typen. beide Spätzle gescheit ab. Schau, wo Irgendwie das hat den, steht. irgendwie hat den Typen einmal so gemein und jetzt dann verschandelt und den bämischen Raum aus ist. Ja, mei müssen wir immer was Neues sein. Weißt du, auch als Bayer. Nein, weil das ist ein bayerisches Lied, ein bämisches Lied. Und Ria, der Bad, ja, da brauchst du jetzt bei der Ria nicht einschleimen, Herr Maldisch. Das reißt jetzt nicht mehr raus. Als Conchita Wurst kann Ria schon lang. Das kann die Frau Dr. Mietwurst schon lange. Kennst du die Frau Dr. Mietwurst? Die Bino? Bina, ja, habe ich schon mitgekriegt. Warum heißt die so? Ja, den Namen habe ich jetzt mal gegeben. Weil da ist einer so ein Video da gesessen, da hat er sich seine Ohrhörer, seine iPhones so eingestellt, das, weißt schon, das, was sie zum Herzogen haben. Und da hat es einfach ausgeschaut wie Professor Dr. Mietwurst. Ja, wirklich mal, Dr. Ein Arzt im Praktikum wie im Krankenhaus war, die hat Wurst gegessen. Und das war dann wirklich mal, das ist die Frau Dr. Med Wurst dran geworden. Servus, Flips. Was mit Wurst? Mhm. Dr. der Med. Wurst. Ah, Leitung gesessen. Ja! Kling, kling, kling. Jetzt hat. Was Ein ist Stethoskop. das Stethoskop? Stethoskop wollte das, ja, genau. Und warum hast du so ein Stethoskop, Pino, damit du in der riechst, wenn der Toast brennt, oder? Na, hört. Ja, das hört so nicht. Servus, liebe Julia, grüß dich. Magst du auch zu uns? Yes. Julia. Ah, Julia Erection Band ist das, Denk hä? nochmal, Ah, Steff. geil. Ja, haus rauf. Bitte, bitte. Keine Ausreden. Servus, Markus. Probieren wir, ob es aufmacht. Das war ja geil. Wieder Bayern-Fraktion, auf geht's. Julia, er hat reinspaziert. Wie viel hast du gedacht? Wurscht, musst du nicht ins Bad, Kim? Siehst du ein, im Himmel ist nicht alles so perfekt. Was trinkst du jetzt da wieder? Blackberry Cider. Ich glaube, ist schon was Gutes. Das hat nicht ganz so viel, oder? Das ist das Getränk der niederbayerischen TikToker. Bin immer nett zu dir, Stefan. Das weißt du doch. Ah, das ist einfach gut, du trinkst eine Limo und kriegst doch ein wenig Beschwipsen. Mhm. Der Bad wandert immer mit ins Glas. Ja, ich weiß schon. Du, die Seibold, Franziska, hat die am Bauernhof. Sie hat einmal in einem Live hat sie mir mal ihre Fackel gezeigt. Was gesagt hat, die kriegen ein Bier. Mhm. Ja, Julia, rock on. Schade, ich mag heute nicht. Mag's nicht. Mal kurz reinschaust, am Start bist. Was sagst du? Bina sagt zum Franz, zur Seibold Franziska, hörst du die Sprachnachricht? Nix da mal dasch. Julia Melzer. Am Die 8. schickt, die weiß halt genau noch mal mit den Sprachnachrichten abhören dürfen. Das steht ja so im Vertrag. Als die Schwabe dran war, war kein Dialekt mehr übrig. Da sagte der liebe Gott, piss dir nicht ins Hemd, dann schwätzt halt wie ich. Gibt's euch auf Bayerisch auch den Witz? Ja, der sauft Plastikbier, hat einen Plastikhaxen und auf alle Die hat wirklich einen Sarkasmus, aber genauso, das ist ja das Geile. Das Weiberleid. Nächste Woche geht's wieder dran. Also die Franziska sagt, sie hat 4 Sei. 4 sei. 4 Schweindel. Und Franziska, schreib einmal, die haben ein Bier gekriegt oder was? Also man Sei kannst du alles, ne? Aber die saufen auch Bier, oder wie? Ja, Pina. Sie Dann will waren er von Kommentar. nicht zuerst so.
Also Schlagfertigkeit kann man von ihr absolut lernen. Von der Pino. Ja. Ja, nein, dieser Schlag, naja. Danke, Roland. Mein Pornobalken steht mir gut, aber ich dachte, ich muss halt einmal ein bisschen was anderes ausprobieren. Ich war jetzt faul zum Rasieren. Ich habe mir extra jetzt für alle Auftritte so einen Ganzkörperanzug bestellt, weil ich nicht Bock habe, dass ich mir jetzt mal wieder Lady Schäfer auspacke. Kann das sein, dass dann am 19. die Haare schon unten rausquillen? Überall. 4 Stunden. Überall. Das Versprochene bei der Cup mache ich dann natürlich auch, gell? Ja, weiter. Weil sie will unbedingt ein Plakat machen für den 19. Boah, ja, das war lustig. Wenn ein Bock jemand dann mit so einem Plakat, vor allem wenn Melli noch jemand dann und Pina mit so einem Plakat zum Abbrecher war das. Das wird hat, weil das ist so unser Wochenende und dann am Montag komme ich gleich so dir aufs Ding ein. Cool. Der bayerische Fried wollte auch unbedingt Karten nicht. Ich weiß nicht, ob er sich schon bestellt hat oder nicht. Weil ich gesagt habe, der erste schicken, weil das hübsch ausverkauft hat. Ich bin froh, dass ich diesmal für dich und ergreifende Karten gekriegt habe. Weißt du, die Franziska und die Pina, die haben einen Sprachnachrichten-Clash gerade, oder was? Der MC Maultasch. Fragt der liebe Gott die Steine, wollt ihr Schwabe sein? Sagen die Steine neu, die sind uns zu hart. Du musst jetzt schauen, dass die Pino nicht bald blockiert. Kommt ein Schwabe nach Norddeutschland. Das Video haben wir heute von dir noch nicht angeschaut. Ich bin mir Flip. Ja, wir sind alle müde. Haben wir schon 2 Minuten überzogen heute, gell? Nächste Woche müssen wir schauen. Nicht da, ne? Der Klaus war noch nicht. Den haben wir nicht. Und den Stab. Nächste Woche müssen wir schauen, ob wir das vielleicht frühzeitiger machen oder grob mit mir, weil die Mädels müssen wir in der Früh dann auch stehen, um 5 Uhr. Ja. Aber ich habe es schon gesagt, das ist einfach, wenn es nicht ins Bett geht, dann braucht man gar nicht aufstehen. Ja. Ja, hallo. Aber die Servus, grüß grüß dich. euch. Klausi, grüß dich. Und? Alles? Ich wollte gerade ins Bett Ja, gehen. wir auch. Wir gehen auch gleich. Ja, Ja, ich wünsche euch allen einen schönen Tag und ja, ja, haben wir schon morgen. hat ja gerade begonnen, der neue Tag. Weißt du, Na, gerade eben. Ja, schön, dass du nur einer Kopf bist. Das Angezogen. Wie bitte? Und das angezogen. Wie bitte? Ja, freilich, ich habe doch. Ich kann nicht immer so auftreten. war aber cool. Ja, cool, ja. Für uns schon. Für den Schauer nicht. Ja, der Herr Schauer hat seinen Namen eine Ehre gemacht hier in Bayern. Es hat nur geregnet heute in Bayreuth. Was? Also, Der Herr Schauer hat seinen Namen alle Ehre gemacht. Bayreuth. Es hat nur geregnet in Bayreuth. Oh ja. irgendwie muss ich ja den Soll Schauer weiter schicken. Soll keine Bereinigung sein, Herr Schauer. Bei uns war strahlender Sonnenschein. Ja, der folgt auf Regen. Schauert's bei euch auch so, Klausi? Ja, das ist genauso. Es regnet und regnet. Das So ist, ist es. Aber man, der kommt. aber man braucht zumindest keine Blumen gießen. stimmt. Was denk? Ist gut. Für die Natur ist gut. Für unser Gemüt. Genau, richtig. Die braucht es auch. Es tut auch mal gut, wenn du dich auf den Nachmittag auf die Couch legen kannst, weil es draußen regnet, brauchst kein schlechtes Gewissen nicht haben. Ja, dass du Genau. abfahren kannst, nicht joggen kannst. Meist ringt der, weißt Genau, immer, du brauchst ja keine Ausrede nicht suchen. Das ist dann einfach so. Genau. Hat uns echt gut da, Melanie, gell? Melli, die 5 Stunden Schlaf nachmittags.
2,5 waren es. 2,5. Und der von abends waren es auch noch mit 2,5. Ja, Ah, du hast ich ja noch- hab nicht geschlafen. Du hast ja noch Musik gehört. Das können wir dann nicht beweisen. Ich habe zum Opa auch schauen müssen. Mhm. Ja. Ja, Okay, dann wünsche ich euch eine schöne Nacht. Danke ebenfalls. Macht's Ja. gut, bis zum nächsten Freitag. den nächsten Freitag. In alter Frische. Wahrscheinlich sind wir ein bisschen früher dann nächsten Freitag, oder? Ja, ich glaube schon. Vielleicht kann ich um 8 Uhr der Arbeit aufhören, dann können wir schon um 9 Uhr live gehen. Weil wir müssen am Samstag fit sein. Ah, die schlafen ja nicht, ne? Bina führt schon Liste mit Melanie, gell? Mach die bereit am Samstag. Was wird der für eine Liste? Wie oft hast du Melanie sagst? Ach so. Entschuldigung, bin höflich, Melli. Schau mal, was arbeiten Sie denn bitte? Das sage ich dir, wenn du sagst. Du, was arbeitest du denn? Ich bin in einer Firma bei uns und wir machen mal so Getriebeachsen für Landmaschinen, Baumaschinen und so. ZF Passau. Achso, Landmaschine. Ja, genau. In Passau, okay, gut. Gibt's weltweit. Okay. Ja, aber da meine ich noch Ja, wie viel. gesagt, Da bin ich nur drinnen, damit ich versichert bin. Das andere mache ich ja über YouTube, TikTok und so. Aber so ist es ja nicht. ja, gut, okay, gut. Tolle Witze immer. Danke. Ja. Danke immer für die Aufnahme. Ja, bitte. Ja, Franziska, ZF. Gut, Klaus, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Super, Klaus. Mach's gut. Ich hoffe, du hast den Drachen noch gefunden, was du gestern um 3 Uhr früh gefragt hast, wo ich den Drachen ja hab. Für die Story. Ja, ich arbeite beim Staat, ich bin ja Aufsicht, ich habe immer viel Zeit. Und dann Ja, denkt man sich was aus. du bist wenigstens ehrlich. Bin ehrlich, genau richtig. Und ich freue mich, dass ich so gut aufgenommen bin bei euch. Rally. Dann mit einem- Ehrlich. Haben sie kommentiert. Genau richtig. Und der Bar steht dich gut, Bienchen. Die Bino, die mag ja jeder und dabei ist so eine freche Gas, gell? So muss sein. Ach, frech. Ich glaube, muss dich mal auf Instagram, Adoptieren. das hat man so, Adoptieren. ja, konvertieren. Um Aufnahme bitten, Bienchen. Ja, die nimmt die schon auf. Da bin ich dahinter. Ja. Bist du da hinten? Mach ich morgen. Ja. Genau. Okay? Für einen Beamten. An Für einen Beamten Donnerstag. viel zu viel Aufwand für heute noch. Okay, und tschüssi. Ciao. Ciao. Tschüssi. Tschüss. Er ist Hobler vom Beruf. Späle vollen spärlich. Ist so blöd. Will ich gleich wissen, Platte. Und Nein, Platte. Späne. wenn wir schon Hey, nicht, die gell, ist ja. dort hängen geblieben. Eltern haften für ihre Kinder. Was sagt Franziska? Ich kenne die Bohne nicht. Die Bohne nicht. Sagt die Boni. Oder Biene nicht. Bohne oder Biene? Bino, ja. Genauso wie. Danke, Heinz. Nie. Strichalbino. Die heißt Bino Leinchen, heißt der auf Instagram. Ja. Und bist so ein. Mei. Ich habe 3 Schweindel. Wir haben 3 Schweindel. Mehr Schweindel. Aber die sind mittlerweile auch schon 1,5 Kilo. War ein guter Braun jeweils. Wir haben Aber- halt auch schon als Schweine bezeichnet worden. Was sagst du? Der Schau hat uns halt auch schon als Schweine bezeichnet. Ja, weil sie mich halt aber fertig gemacht haben, wenn ich jetzt in der Schweinebahn oder vor im Park, da
werde ich eh nicht einpassen in den Sitz und so, weißt schon. Ich hab nur gesagt, dass du allein fahren musst, weil es dir immer zu langweilig ist. Schauer, die Sau ist aus dem Schweinebraut hat zum Holen und dann habe ich halt ein paar so GIFs gemacht und Sticker. Ich weiß nicht, aber leicht mit die drei. Mit der Melanie, mit der Pina und mit der Lisa. Ich glaube, wir brauchen ein Knackwatschen-Video. Na Quatsch mit dir. Eine Frage an die Seibold, Franziska. Wie heißen auch die 4 Schweindel? Haben die Namen oder heißen die einfach Schweinsbraten, Rotbraten und was weiß ich, Sparsau? Einen ist auch ein heißen alle Franz, außer der Sepp heißt Franz. Fritz. Meine Brüder heißen alle Franz, außer der Sepp heißt Hans. Roland, gute Nacht. Roland, geht's, wenn du wieder mal bei uns selbst reparieren musst, kommst du vorbei. Pina. Ist das geschert? Können wir Gott sei Dank Ja. bloß mir. Nein, können wir nicht. Das können alle lesen, die zuschauen. Aber danach können wir lesen, wenn wir es draufgestellt haben. Genau. Ja, Flip, Nein, das kriegen wir Quatsch. schon hin. Wir machen am Samstag Stricherlisten, wie oft das Melanie sagt und so oft kriegt der Knackwatschen, dann machen wir Weil sie mag das nicht einmal Melanie, sagt sie ist Meli. Und ich anschauen selber sogar bei Melanie und das habe ich jetzt auch schon so drin. Das dürfen nicht Arbeitskollegen und meine Eltern. Melanie, Ja. komm mal zu Tisch, wir haben zum Reden mit dir. Frau Melanie, kommen Sie mal ins Büro. Wir haben da ein Problem mit Ihnen. Mit mir, ja. Die waren gestern, Zu wenig Kaffee. die war gestern mit Arbeitskollegen im Biergarten. Ja, und? Und die sind heute in der Früh wieder in der Ausnüchterungszelle aufgewacht. In der Arbeit. In der Jugendarrestanstalt. Genau. Und danach auszauen, Pino, schauen. Pino, Ja. Pino, die ganze Zeit sagt Christian, Sprachnachrichten schicken, nicht aber ich schreibe, jetzt muss sie die ganze anschauen, dass einer gegangen und uns einmal ein wenig verzögern. Warte, Roland, gibt's noch Passau, Roland? Sehr geil nächste Woche. Hey, du bist ja du dann die ganze Zeit voll unterwegs, Rio. Du bist du bei jeder Tour Auftritt mit dabei. Nein, nicht überall. Nur unter der Woche und heute 2 Samstagstermine. Und du bist da beim Bavarian Camp auch mit dabei, was ich mitgekriegt habe. Ich kann aber leider nur am Freitag, weil ich muss am Samstag mal zu meinem Ding auf die Hochzeit. Mist. Ja, also ich habe jetzt extra gesagt, also Samstag hat er gemeint, der Domi war gut und jetzt habe ich extra eine Geschichte mehr oder weniger cancelt und dass ich dann am Samstag da sein kann. Ja, und ich kann nur Freitag, weil am Samstag mal da wo ich Firmenkipp bin, auf die Hochzeit, das kann ich nicht absagen, das geht einfach nicht. Und ja, das kriege ich mit alles auf Twitch dann live und so. Ich werde Freitag schauen, dass ich raufkommen kann und dann schauen wir die Sachen mal an. Noch feuchter. Cool. Ja, es ist Glas Fichtach, gell? Das ist ja das letzte Eck eigentlich. Ja, genau. Und dann ist schon Tschechei. Oder Krass. Ende Welt. Ja, ich wäre jetzt durch euch voll zum, wie sagt man, tiefsten Niederbayern. Ja, da gibt es auch Fans und Genau, weil ihr aber mehr jetzt mitkriegt von eurer Gegend, was da alles abgeht. Und das ist schon ganz schön viel los. Also, ich war Ja. habe da in Künzing gearbeitet, bei Hengersberg hint. Und fand das echt krass. Also die Autobahn, was da alles abgeht und was da hin und her transportiert wird und was für Firmen da auch sind. Und also, dass da eigentlich, das ist ja, da pumpt's ja gerade so. Ist schon geil. ja, stimmt schon. Ja, Roland, ich bin in Rosenheim. Kommst? Da war dieser gestern auch und hat wieder einen Strafzettel gekriegt. Scheiß Packerei. Roland, wie weit hast du noch Rosenheim von Tegernsee weg?
Weil von Chiemsee sind es so 45 Kilometer. Juppborn übertragen. Genau. Very Bei der Bino. eine extra Leitung dahin wahrscheinlich. Was sagt der Harald? Wedern ist auch schön. Wedern. Feder Fichtach. Es fliegt doch, Wedern. Peter. Servus, Leni, grüß dich. Hi, Leonie. Du sperrst halt, ja. Stehst wieder im Stau. Leonie, kommst du auf zum Ding nach Feder, zum Domi ins Dschungelcamp? 45 Kilometer sind es von dir nach Rosenheim. Das sind es von der Bino oder von der Lisa auch? Ja, braucht nur Toasten auf der A8. Check. Tina kriegt keinen Toaster mehr. Und der Harald Ich war weiß. am Bodensee. Ich habe schon Angst vor den nächsten Treffen, weil das wird krass. Meinst du, dass was abbrennt? Wie wir das Weiberl das Mai stopfen und Mai, sagt er. Aber ich liebe sie ja trotzdem. Du trinkst schon wieder, Leonie. Hey, du bist erst 14, gell? Nein, ist noch nicht. Von dir sind 14 Kilometer zu mir, Lisa. Du brauchst aber auf der sauberen Nummer rechnen schon eine Zeit für die 14 Kilometer. Also sagt mal ganz ehrlich, so ein Bart, der war doch fürs nächste Video ganz cool, oder? Das hat auch noch keiner gehabt. Du hast schon mal den Franzosen auch gemacht, was du auch noch im Back gehabt hast. Ja, der Was? war cool. Nein, mir hat du graust. Weil er war eine Frau muss Frau sein. Da meinen jetzt, wenn ich der Bussiger-Partei mit dem Ausschmusen da, für Teufel. Ja, was sagt denn Conchita Wurst? Der Conchita Wurst schmust noch mit mir nicht. Ich hab zwar weder gegen Schwule genug gegen Lesben was, weil das kennt mich, weil ich ja in meinem Freundeskreis auch, aber ich kann jetzt nicht, selbst wir, kann halt nicht eine Bussiger mit so einem Bord. Weil nur einer kratzen darf. Aber vielleicht wird das der Hit unter die Lesben, dass das noch besser kitzelt, wenn sie sehen. Lisa, merk doch mal auf. Die Lisa ist gar nicht mehr Latti, da. servus. Servus. Lisa hat wieder schlafen müssen. Der Die Bart. ist schon im Bett da. Morgen, glaube ich, geht zum Friseur. Cool, Dann kommt, der krieg ich tatsächlich. den Hut auch wieder auf. Melli, knutschen. Was? Dass du mit mir mit dem Pornobart knutschen. Naja. Wenn's, Ja, sag- solange du nicht knatscht. Verdammst du was? Weißt? Sei nicht so wählerisch. Mit Bart oder ohne Bart. Habt ihr eine Frau? Augen zu und durch. Ich bin ja auch lesbisch, ich darf es nicht zugeben. Ich stehe auf Frauen. Ich bin schwul. Eis vielleicht. Bin ja. Belgisch schlägt lieber, ja. Da muss selber wieder lachen über sich schon. Unser Tagrumfrau. Ich bin jetzt geh noch eigentlich schnell 1 Minute in den Tag rum. Lass dich überreden. 1 Minute Tag rum. Rauchen wir noch eine und dann. Genau. Dann gehen wir ins Bett. Genau, meine Lieben, wir haben jetzt schon wieder 20 Minuten überzogen. Wir sind heute mit unseren Gesprächsthemen natürlich nicht im Himmel gelandet. Ja, Harald, flipp du dir erst da, wenn du magst. Das Ich glaube, die hat einen mal. Friseur. Also das machen wir als erster Handheber.
Aber wie ich Bino heute Nachmittag ihre Hund vorher noch gehört habe, ich glaube, er hat Streichwurst schon wieder auspackt und hingeschmiert. Zum Gas nicht. Ich glaube eher, dass der Hund im Thermomix jetzt ist. Der Kruzifix ist, wenn es nicht auch erst die Haut in Thermomix sei. Ich glaube, Bino hat nicht einmal Thermomix. Doch. Über Thermomike. Und Thermomike. Er wärmt ja die Speisen nur dann. Nachher der Mikrofon, das thermologisch beheizbar ist, wenn man mal Auftritte hat bei minus 5 Grad, dann ist das Echt? warm. Aber wann habt ihr denn die bei minus 5 Grad? Im Winter. Aber gut, wenn man sieht. Ja, weil wenn Ja, jetzt Corona ist, ne, dann muss man auch mehr im Winter spielen. Ja, ja, stimmt. Müssen wir aufrüsten, ne? Thermomike. Nein, sie hat uns sogar extra geschickt, den Thermomike. Seht ihr es? Ja, Kann selber gleich nachschauen. die hat einen. Ja, man kann sich ja sicher die Sachen schnell mit googeln, so Fotos, gell? Wer ist denn der Klav Andi? So ist der. Der Klasse, Andi. Ja. Ja, der ist auch immer bei uns mit dabei. Der war letztes Mal dabei, oder? Nein, der war schon mal mit dabei. Warte mal. Der war schon mal dabei, ja. Aber die, Servus. Servus. Soll Aber er helfen? was geht? der krönende Abschluss am Abend, ne? Du hast jetzt noch 8 Minuten, lieber Andi, und dann müssen wir ins Bett. Du musst uns noch schöne Worte mitgeben. Schöne Worte, ich habe keine schönen Worte nicht mehr. Warum Nee. nicht? Na, ich war heute in der Früh in den Tabak gefahren und dann war einmal ein Reh. Mal einmal. Es gibt ein Ist Rehragout. Einmal, ja. Reh- Und ich war halt auch. Bitte? Das Reh ist jetzt im Himmel beim Schauer. Ja, es war ihm aufgesetzt. Krass. Aber mit Hobby schon ist er total schon. Super. Gleich alles beieinander, oder? Hab ich schon Ja, na, herrlich. aus ist. Ja, mir wurscht. Hilft nicht. Hauptsache, wir haben ein Bier. Das ist das Gute an die Bayern und bei uns in Bayern, dass, egal wie schlimm es ist, wir haben Servus. Ja, schau. ja, Ich hab gerade fortmessen, mir hat der Juniorchef gerufen, der Jesus, ich hab noch einen Auftrag bekommen. Brauchst du Hosiana? Ich soll die Österreicher auch mal den göttlichen Einstand rüberbringen. Nur zur Information. Wir haben daheim eine Bestattung. Ich habe einen ganz guten Draht drauf. Echt? Ja, Ja, das sieht aber recht selten, aber. ja, ich halte mich ein wenig im Hintergrund. Ich will ja da im Tod nichts, nicht ins Geige. Ah, stimmt. Und den Bornelgramm auch schon gar nicht. Weil der Mensch trifft, der ist aber Mist Nein. Das war Blödsinn. Ja. Aber nicht. wie viel halbe hast du? Laffi, du hast da was. Du hast was, Laffi. Da, Bino schreibt's auch. Du hast da. Da. Weiter oben, weiter oben. Weiter oben. Ja, das ist mein Gesicht, das schaut irgendwie so aus. Mit sich in die Schmäh brauchst du mitkommen, aber. Oder Bursche Leitner, oder was wolltest du denn hören? Nichts, erzähl uns ein wenig ein paar Schwank aus deiner Jugend. Hä? Gute Nachgeschichte wollen wir noch hören, eine schöne. Bring uns zusammen, Männchen. Ja, der Andi wird sich halt noch fest an den brennen. Und das war's. Was wirst du Trainer? Der Plan. Eine Brenner. Nein, ich bringe gar nichts mehr rein.
Ich muss morgen wieder schwitzen. Und uns auf die Nerven gehen. Stimmt. Ja, das kann er schon ein bisschen, weil irgendwann auf die Nerven gehen. Du, das bin ich erst weggekommen. Hey, du auch. Gute Nacht, Dicke. Wir gehen jetzt Dicke nach. Vierte. Ja, der wohnt nicht fast, der wohnt fast neben der Bino, der Dicke. Okay. Ich höre fast nichts mehr, die Verbindung. Gute Nacht, weiß ich nicht. Da weißt du, über die Donau, das stört einfach ein wenig das viele Wasser, die Wasseradern da. Der B rennt das halt vor der Donau. Ich bin auf der richtigen Seite. Was hast du denn, Ich Ruhe? bin auf der richtigen Seite von der Donau. Ja, ich ja. Du eher? Ja, Wahnsinn. Ja. Ja, bist du Leinwand? Nein. Ich bin normal. Bist also auf? Stimmt. Stimmt. Strahle nicht einmal an. Ich bin sogar ziemlich dämlich. Aber das mit Inbrunst. Umso blöder, umso besser. Das Ein ist Kropfanden. Kropfantenne. Hä? Die hat Störungen. Wohl Kirchner, schreibt Franziska, du bist der Boscheißer erst. Ja, ich geh schon mal erklärt, kennen wir wohl. woher das der Name Boscheißer kommt, jetzt, wo Kirchner war, der Chaosseher ist. Herz. Hm? Hab ich schon mal erklärt? Auf der rechten Donauseite. Ja, Roland, servus. Packen Sie jetzt auch gleich. Ja, mir auch. Ich bin ja auch schon stromig wirklich Also, war. oder? In diesem Sinne noch Prost an euch alle. Prost. Prost. Aber die fucking Ehre. Das, Tommy so. War ich schon, genau. Habe die fucking. In diesem I am from Home. Ich trinke nur Champagner und esse nur Camembert Camembert da. und Camping ist mein Hobby und in Cambridge habe ich studiert. Bert im Kam. Bruder C-Fix. Was tust denn du schon wieder? Jemand denkt, du warst die Bin. Bino. Ja, die was über Preis, ja, die was über Preisen schimpft, ne? Ja. Jetzt über Österreich auch. Über Wien. Bino gar nicht, diese Österreicher schimpfen sich ja selber eine Wernerin. Das ist eine Bauhöhe. Eine Wernerin schimpft über die Österreicher. Jetzt geht's auf. Jetzt haben wir ein Problem, wir zwei. Hat er gesagt, Wien gehört nicht zu Österreich. Wien ist Balkan. Interessant. Da jetzt wird wieder, nein, aus. Gut, aus. Also aus. Wir machen jetzt aus. Servus, Meister Fuchs. Also kommt ja gerade. Ja, Meister Fuchs, wer gehen wir jetzt gerade? Wie gehen wir? Genau. Wir sind schon seit 1,5 Stunden, eine Minute sind wir 1,5 Stunden online. Aber jetzt müssen wir wirklich. Also, gute Nacht, meine Lieben. Servus an euch alle. Gute Nacht. Danke, dass ihr gekommen seid. Sie wird heute auch noch kommen und dann passt es schon. Ja, schön für die. Also gut, dann bis morgen. Servus. Servus. Vielen Aber Dank. danke. Grüß dich.